Ich begrüße dich ganz herzlich bei Television Stesel. Es wird den 21. Mai 2022. Das unverhofft oder das, was wir am Anfang von der Saison nicht gedurcht hatten, als angetroffen, Stesel als Champion de Luxemburg am Basket gehen. Wir weisen nicht nur in den nächsten 10 Minuten Bilder aus dem Hexekessel von der Halle à la Marchetti. Just do fangen wir an, dem Moment, wo Stesel Champion ist. Das sind Bilder, die brauchen wir nicht zu kommentieren. Ich wünsche euch viel Spaß.
Du hast doch keinen Rückschritt. Vom Champions-Titel, Dynamik aus Stesel, in Münster. 3, 2, Champion
Das Jahr ist wirklich das Programm gut gefüllt. An dem Moment sieht es aus, wie wenn wir bald alles könnten aufhalten, was geplant ist. Wie wenn die Corona-Pandemie gar nicht existiert hat. Dann hoffen wir halt, dass es auch so bleibt. So ist unser nächstes Sujet Journée de la Nature. Journée de la Nature, man muss schon sagen, die beliebten Journée de la Nature, weil 50 Mal, weil die 50. Kehr, wo Journée de la Nature aufgehalten ist. Also ein kleinen Anniversaire. Nur der Corona-Krise wäre der Genuss, wie an früheren Zeiten an der Busch zu gehen, op Journée de la Nature. Der gesamte Schulcampus von Stesel an Heestref hat sich afhand für an dieser 50. Journée de la Nature teilzuholen. Als Schulen sind das Keier Malgotten hier am Busch. Das ist eine spezielle Gelegenheit, weil wir die 50. Journée de la Nature. Und das ist 71 Jahre gegangen, mit dem Pionier, der feste Januar Theisen, den die Sache ganz flott organisiert hat, mit unseren Schulen zusammen, das muss ich sagen. Das Lehrpersonal war auch immer begeistert von diesem Projekt Pädagogik. Und wie gesagt, das ist für 50 Keier. Und das Keier, also mit dem festen Gilles Lichtenberg, wo man das dann beginnt. Wir haben ein ganz flottes Atelier auch das Jahr für die Klänge C1, wo wir all die Deieren gehen an der Sicht, die an dem Boden sehen. Wir für den C2, wo wir zusammen mit Sikona, da so eine Neuerung, gehen Greifvollen wie Teilen, wie Busse und so weiter, gehen studiert. Und dann haben wir Zickel 3, da haben wir natürlich auch die Großbausteine wie Quellschwein und Dreh. Und dann haben wir auch ein Bayernatelier, wir haben Büscherarbeiten, die dürfen nie fehlen am Busch. Und dann den Zickel 3-2, da sind dann der Lebensraum der Weiher am Fischgebiet. Das haben wir dann nicht bei den Weihern am Lauwaldspark, oder mit einem Biolog von Sikona dabei, eine Materie mit. Dann haben wir aber auch nach dem Wasserbassin, wo kann Gewur geben, wo es Wasser hier kommt, wo noch wie das Wasser proper gemacht wird, vom Sidero, der wohnt da, mit einem Bayern-Atelier da. Und dann haben wir die Großen, die noch auf sich gehen, die bringen das schon so fertig. Natürlich begleitet von ihrem Lehrpersonal, die machen eine Naturrallye durch den Busch. Voilà, das ist ein bisschen das Programm für unsere Journée. Wir sind froh, dass es bei so gutem Wetter stattfindet. Das hat man auch nicht immer. Das geben wir das schon wirklich belohnt. Und ich wünsche den Kindern einen lehrreichen Tag. Und uns alle gut, wir genießen den Tag auch am Busch bei einem Erzebulli, aber bei Nudeln, die dürfen noch nicht fehlen, weil kann er und die also gerne die Bulli. Eng Tradition gët doch schon so los, wat Fairtrade Breakfast ubelangt, wat am Kultursaal aufgehalle gin ass. Hai e po Impressionen. Beim Fairtrade Breakfast muss ich froh für darum können nur 2 Jahre Pause können zu machen. Es geht darum, für zu sensibilisieren und auf den fairen Handel aufmerksam zu machen. Wir haben ein ganzes Buffet voller Fairprodukten, fair gehandelte Produkte oder Bioprodukte, Lokalprodukte. Wir sind auch froh, dass sich ganz viele Leute gemeldet haben. Wir haben Unterstützung vom Jugendhaus für Smoothie zu machen, wir auch ganz flott fanden. Und voilà, wir hoffen, dass die Leute sich gut amüsieren und einen flotten Moment können halt mit verbringen.
Den traditionellen Peichsalon, den Orlo während der Pandemie hat misse Pausen ass Lorem aufgehaben gehen. Der Peichsalon war immer den Ufangers von der Steseler Kirmes Hai der Reportage. Den Peichsalon ass den jährlichen Optakt zur Steseler Kirmes. An der Tür den Bürgermeister Ferno Marchetti sowie auch der Präsidentin von der Kulturkommission Monique Fältchen Begeisterung aufgesehen für endlicherem Peichsalon wie an den früheren Zeiten zu präsentieren. Die Artisten waren den Maler Roger Notar an als Lokalkünstlerin Arlette Michaud-Frisch. Da stellen wir so, legen Sie gucken, und dann können wir halt zusammen eine gemütliche Post holen am Kirmesheim mit Kuch essen. Merci vielmals. Also, das ist alles geschmeckt, mir gibt es nur Billerkäse. Just a sigh. Das Schulem Steseler Kirmes auf den Peichsalon stellen immer dann Steseler Leid aus und das in Östern und noch den Herr Roger Notar. Und die Ausstellung, die wir für 3 Jahre als die auf Bein gesagt gehen, das war der Jampi, der hat alles umgestiefelt gehabt. Und ja, im Jampi sind eine goldene Hochzeit, als die Vernissage dann die noch umgestiefelt gehen. Ne? Und die werden das so mit Lächte machen. Und durch die Pandemie, du musst aber ja aussetzen. Und die waren nur noch viele Leute nicht geimpft. Und wir haben gesagt, nee, wenn wir etwas machen, dann machen wir doch wirklich richtig und anständig. Und dafür haben wir diesen Donnerstag halt für die Steseler Kirmes, haben wir da den Vernissage als bloße Welt. Ja. Den Roger Notar, der das dem Jampi auch, dem Jampi sei ganz gute Kollege, andere gute Kollege von mir. Und wenn wir auch schon so lange malen und du mir dann gemeint, ja, dass wir dann ein Flott Möglichkeit, wir können heute Stesel zusammen auszustellen. Ja, lo bis sie zu mir, ich malen seit 26 Jahren, ich gehe regelmäßig gegen Jean Kuren am Ausland, so wie auch heute zu Lützburg. Aber durch die Pandemie konnte ich die letzten 2 Jahre nicht viel machen. Wir haben schon aber 3 Jahre und diese Ausstellung geschafft. Und schon andere Techniken ausprobiert, immer neue Sachen. Und wir haben mal Sachen und Fotos gemacht, wo ich dann nicht zufrieden bin. Und andere Karrieren sind nicht ganz überrascht. Und ich will noch immer mich noch weiterbilden und noch andere Techniken lernen, weil es sie noch nicht so kommen, wo ich wirklich will hinkommen. As time goes by, and when 2 lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs, never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man. Also merci der Steseler Gemeinde, merci der Kultur an der Kulturkommission, dass man die schöne Ausstellung hier konnte machen. Das ist ein Fred für der Pandemie bei den Leuten zu gehen und zu weisen, was geschafft wird während der ganzen Zeit. Nun, ja, Bilder, das ist ein Spruch für sich. Die Welt malen man wollen nicht viel Zeit darum zu kriegen, man wollen für etwas Last zu gehen. Ein Gefühl Last zu gehen, ein Gedanke Last zu gehen, Erfahrungen. Die Bilder, die man dann rauskriegen, das sind am Anfang wir da mit Farben. Dafür mengen ich, dass all Bild ein Nummer muss ein Nummer, sonst ist es nicht fertig. Ein Bild soll dann, wenn es fertig ist, für sich schwätzen.
Wir gucken dann die Bilder von der Kirmes für Samstags und Sonntags an unserer nächsten Emission. Lo gehen wir aber mal auf den Steseler Birch. Und zwar auf Grillfest von der Baumschule Becker, wo den Supporterclub von der Amikal Stesel für ihr ersten Getränks gesucht hat. Zwei Uhr Pause aus der Supporterclub vom Stedler Basket, der Remenke Frau, sein traditionell Grillfest hier in der Anlage von der Familie Becker zu holen. Der Supporterclub vom Basket ist zuständig für Essen und für Trinken. Und wir hoffen, für schöne Stunden bei der Familie Becker zu holen, respektive beim Supporterclub vom Stedler Basket. Also, wir sind heute an der Baumschule Becker hier bei uns im Steseler Birch. Wir machen ein Produkt. Lorem endlich, noch 2 Jahre, wo wir kein konnten mehr wegen dem Corona. Lo ist ja Hund weiterem Druck gewährt, und mir ehrlich gesagt auch. Wir probieren alles so schön wie möglich zu machen, so viel wie möglich Blumen zu holen. Und wie ihr seht, sind die Leute auch gut gelaunt und noch zahlreich im Rendezvous. Der Supporterclub vom Basket von Stesel. Möchte Catering sozusagen, sie mal lecker Sachen im Grill, Getränks, sie bekümmern sich um alles. Wir haben eine Tombola organisiert für den Tierschutz, den privaten Tierschutz von Niederlanden, wo wir auch froh wären, was die Leute da geben, ein bisschen spenden und etwas gewonnen. Und für den Rest hoffen wir, dass wir heute auch, wir müssen zwar den Regen um heute, aber wenn ich gebe, kein Regen, aber auch nach draußen da durchkommen und dann müssten wir zufrieden sein. Den Jean Rossi, de Schaffen vu Stesel. Me wat zo nicht do, den Klimaschaffer vu Stesel. De Jean Rossi erzählt als lo, wat et op sich huet mat engem Klimaschaffen. Mir weisen nicht haut den echten Deel von dem Gespräch an der nächsten Emission dann den zweiten Deel. Viel Spaß! Vertecht de schöne Bonjour von all die Leute, die als no lauschteren. Denn ich sind unter anderem Funktionen von Chefen sind ich auch Klimachefen. Muss ich erklären, ganz kurz erklären, wie ein Gemeng funktioniert. Gemenge funktionieren am Funkgehol wie beim Staat. Das Parlament, dann zu den Regierung. Bei uns haben wir ein Gemengen Rot, das ist ein bisschen Parlament, und die Regierung, das ist ein bisschen den Chefrot, wo die Bürgermeister und bei uns 2 Chefe sind. Und die Bürgermeister hat reserviert Funktionen, wie zum Beispiel Bauautorisationen, an Chefen, die haben auch Themen, die sich am Voraus aufgemacht haben, Themenbereiche, an den anderen, wo ich bin Sportchefen, ich bin Chef für juristische Problematiken, ich bin den Transport und so weiter. Am neuen Ding, was dabei kommt, die Klimachefen. Den ist geregelt am Klimapakt 2.0, weil das der Klimapakt, das ein Aufkommen ist zwischen der Regierung und den einzelnen Gemengen, die mitmachen, wo Aktionen gemacht werden, die positiv für das Klima sind. Der Klimapakt war verteidigt der Klimapakt 1, lo hast der Klimapakt 2. Der Klimapakt 2 ist mich streng gehen, du hast gesagt, Mächt, für du hast gesagt, mehr der Pest, lo hast es Mächt dat, und du hast auch Klimachefen angefordert, gehen, das sie nicht. Die Klimachefen schafft aber noch nicht allein. Die schafft Summen mit einem internen Klimabüro, der das bei Eisbahn am Konter, die hat auf der Universität den Bereich gelehrt. Da sind wir also gut gestiefelt. Nur da war ein externen Klimabüro, den eine gewisse 12 Stunden von der Regierung bezahlt wird, für alle Gemengen zu helfen. Und wir haben auch Leute, die mitmachen an dem Klimarot, an die Gruppen, die 2 Gruppen, die wo freiwillig Leute von der Gemeng mitmachen und die einen ganz positiv erbig lesen. Und denen so nicht haut merci, dass sie mitmachen, weil die helfen wirklich gute Ideen ranzubringen. Und die Klimachefen, die bringt alles zusammen, und dann muss der dem Chefrot und dann auch am Gemengerot vorbringen. Da sind 3 große Themen, die am Funkgehol unhängen. Die sind zu denen mit der Luft.
zweitens ma am Wasser, an drittens ich gif so am Recht, der Tisch ma am Boden, mat de Pflanzen mat den Dieren. Wann ich dat lächt vertecht duhängen, de Boden Pflanzen Dieren, do si immer lo fir dat ordentlich ze man dem Sikoner Gemengesyndikat beigetruden. De Sikoner Gemengesyndikat huet spezialisiert Leiit, die an dem Bereich Luft, also beim Bereich Pflanzen, Dierenschutz wirklich top sind. Also zum Beispiel haben wir schon Licht Aktionen nur gefangen. Persönlich habe ich mal gemerkt, dass ich Brotkösten, Brutkisten, also Köste für Fullen, bei mir am Haus aufhängen, wo noch eine Aktion gemerkt, an dem Dorf zu informieren, wo die Leute können mitmachen. Bei mir spezifisch sind die Mauersegler, den eben die Leben mich schwer gemerkt hat, wenn wir Häuser bauen ohne Splicken, und die Mauersegler braucht für sich nicht Splicken. Da haben wir Kösten, hängen wir ab. Das ist ein Hilfe. Klein Beispiel, was wir hier können machen. Sie noch einer sagen, das geht lo zu weit. Dann haben wir den zweiten Thema, das ist das Wasser. Den deelt sich an 3 an große Optionen, die Renaturation von der Holzsicht, der Quellenschutz und aber auch den Heichwasserschutz. Die Renaturation und den Heichwasserschutz laufen teilweise mit denen, weil das die Idee, die Holzsicht als Lovise Ass nördlich von der Stadt Lützeburg nicht mehr ganz ein natürliches Bett. En 1700 dats dat ëmgennet ginn, dats duld sich begradigt ginn fir Wert, mir fir den Ulzigtal kënnen drechen ze leen. Du musst wären 5000 Soldaten an der Stadt Lützeburg, die wären hungeriger, die wollten Brot kreen. Dafür huet bis de Wee so geplant gin oder Kären no geplant gin. Haut tummer awer keng Soldaten méi an der Stadt, mé mir hun Leiit, die ha wunnen, den d'Wässer an d'Häuser erlebt, a mir hunn den Bauern betrifft, hummer hauptsächlich Wedelandschaft. Die Problematik also ein ganz ernstes. Du mat drin Naturation, do lemer die ulzigem bësselchen an natürlich Bett, mir man der Bett doch mi bret, sodass dat Wasser sich kann milieus fließen, an dadurch können Pflanzen sich usetzen, die Rëmmenke kleine Fisch Schutz bringen, an Rëmmen ganz Lebenszyklus kümmern zurückbringen an die Ulzig, die ich erinnern drohen, wie ich jung war, da konnte mat der Ulzig Wasser Foto entwickeln. So war die verknascht an voller Chemie. Du siehst schon viel besser gehen, mat die Renaturation bringen wir Sachen nach bis weiter. Am mehr kontrollierten Heichwasserschutz, wenn man dadurch der Heichwasser, wann het könnt, kontrolliert overläfen lassen. Wir noch etwas extras durch den Heichwasser, den wir am Sommer 21 hatten, als eine Etude gemerkt gin, die noch lange gedauert hat, weil sie komplex war, wo es bei den betroffenen Quartieren Wasser kommt, was war das Problem? Wasser Heichwasser, Wasser wird an der Straße gelegt, Grundwasserproblem direkt an den Kanal. Das alles als in der Sicht für die betroffenen Häuser, analog dem Projekt vorgestellt, und du könnt Leute auf dem Computerprogramm klicken, wo ist ihr Haus, wer das hier Problem, wo ist die 3 Probleme, die ich lo beschrieben habe, und da können sie so, wer das die Sachen, die mich kann machen, für mich zu schützen. Es hat ja keinen Zweck, eine Mauer rundherum sein Haus zu bauen, wenn der Kanal zurückstaut. Und das könnt ihr auch durch das Computerprogramm bei der Wasseramt ein Dossier anlegen, wie dann nur, wenn der Aktion für dich zu schützen gemacht hat, für dann Subsidien zu kriegen. Dat war eine Emission fir Haut. Ich hoffe, et huet dich gefallen, et huet dich Fred gemacht, fir not zu gucken, am mir gesinn an gut 2 Wochen. Malet gut, bis dann.